de Vierwitztuten. Und heute befinden wir uns 400 Kolmarschwarm für den Schwammmeister Sven zu treffen. Moin Schwammmeister Sven, wie geht es dir denn heute? Mir geht ganz gut, merci. So, da fangen wir mal mit der ersten Frage an. Wie funktioniert ein Schwamm? Ein Schwamm funktioniert so, wir haben Wasser am Bassin. Das Wasser bleibt dann am Bassin, das lebt die ganze Zeit über die Trigonen rauf an unsere Keller, an unseren Maschinenraum, wo dann abgefangen wird. Da wird filtriert, wird warm gemacht, wird Chlor dabei gemacht. Und dann kommt Wasser im Inneren an den Bassin. Das ist nur eine Kurzfassung davon. Aber du kannst aber auch gerne gucken, wenn du willst. Ja, ganz gern. Da komme ich. Voilà, hier haben wir zum Beispiel den Filter, wo das Wasser eben durchlebt. Gehen wir weiter durch, bis bei unserer Chlormaschine. Wie verlebt das, wenn der Schwamm putzen muss, und wo fließt das Altwasser hin? Also, wenn wir die Schwämme putzen, dann müssen wir als erstes das Wasser aus dem Bassin lassen. Und dann machen wir einfach Schieber ab bei allen Bassin und lassen das Wasser ganz los raus. Das kann bis zu 3-4 D dauern. Und danach, dann schwamm ich das Stiefel und dann wird das Produkt geholt und dann wird der Bassin geschrubbt. Wir waren also an der Piscine Chlor dran. Der Chlor ist extrem wichtig, weil den am Anfang die Bakterien an Viren aufdeckt. Dafür muss man den Chlor regelmäßig, kontinuierlich bei allen Bassin dabei gehen. Voilà. Und ich habe noch eine Frage. Für was ist das da und da? Die Dusche, das ist keine normale Dusche. Das ist zum Beispiel, wenn der Schwammmeister eine schafft, weil der muss auch eben handwerklich begabt sein, kannst du pumpen, entlüften oder mit dem Chlor schaffen. Und Heinz, du könntest aber für, auch wenn alles so getan wird, sich zu schützen, dass er einen Chlor an den könnt oder obtaut könnt. Und dann geht ein Rettungsdusche, wo ihn dann zieht. Und so gibt es dann erzählen, dann wäre man richtig nass. Okay, interessant. Merci. Gern geschehen. Okay, die nächste Frage ist, was findet ihr am positivsten und am negativsten in eurem Beruf auf ihr war? Das ist eine gute Frage. Positiv, also am Anfang so, wir ganz viel mit Leuten zu tun. Wir können ganz viel Kuren machen, wir mit Kindern zu tun, mit Babyen, mit Sportlern, mit älteren Leuten, Herzpatienten. Extrem viel Vielfalt ist wirklich da. Und am negativsten? Negativ, was ich persönlich fand, dass wenn ich ein Erlebnis habe, wo eben zum Beispiel untergegangen ist, da oft tun wir bei Eisen da schwimmen, ältere Leute, die vielleicht einen Herzinfarkt kriegen, das haben wir schon, oder eine epileptische Krise, da muss ich noch verarbeiten können. Voilà, das sind am Anfang die Sachen. Aber dafür sind wir aber da. Okay, und was musst du als Schwammmeister können? Als Schwammmeister musst du schwammen können, das ist ganz klar. Muss aber auch Schwammen können beibringen und kann auch in Erwachsenen. Es muss ganz viel Kuren können gehen. Das heißt, wir machen Aquafitness, Aquapower, mit Kardiaken, Herzpatienten. Den am Keller Sachen zu denen muss ich Chemie können, muss ich ein bisschen Mathe können. Es sind viele Sachen, die ich muss können. Okay, und ich habe noch eine Frage zu dem Bassin. Okay, dann gehen wir noch hin. Ja. Was ist das Erste, was ich Schwammmeister machen muss, falls eine Person ertränkt? Der Schwammmeister muss direkt reagieren. In dem Moment kann direkt dem anderen Schwammmeister schon sagen, hey, du ertränkst den, ruf direkt die Ambulanz, dann ist das schon gemäht, weil die brauchen ein bisschen Zeit. Dann werden der erste Reflex natürlich dran zu springen, aber wir müssen auch immer gucken, dass wir nicht dabei gehen, weil eine Person, die ertränkt, die hat extrem viel Kraft und die klammert sich fest, da kannst du auch selber an Gefahr geraten. Dafür haben wir zum Beispiel eine Rettungsstange, die weiter ich einfach los. Okay. Weil du am Trinken wärst, Stange dran, da kann den ich einfach festhalten, ne? Und da kann man ran und Land ziehen. Okay. Voilà. Okay. Adja, merci für das schöne Interview. Ma euch so, merci, dass ihr kommt, Sie sind noch cool. Adi. Adi.
Heute Bonne war es richtig warm. Ich kühle mich ein bisschen auf, adieu bis nächstes Jahr bei der Vierwärtstour.